Hallo al mijn vrienden, hoe is het? Dit is mijn eerste video wat ik in dit jaar merken wil. Vandaag is de 8. januari 2021. En mij is het schijn, ik wil wat frisse video's merken. En ik had me voorgenomen dat ik wil, dit jaar wil ik een smakkere officine gaan. En ik vond me om beelden te kijken om onderweg te merken. En ik wil dat hier smaakbaar merken. Maar eenmaal hoostig, dan zei ik mijn jongen zu mir, hey, da wat du da alle was doen, da würde ich mich sporen. Ik wil die smakke officine in internet zien. En dan kost dat dan, en er steht hier allerhand gastos gaan en die beelden onderwoont en meer en zo weiter. Hij zegt, merkt in een video, normale video's, is die Amadeus. En dan worden we die in de officine nemen. En ik kijk mal, wo smaakt later zo'n officine hier niet zo. Du zit een venster uitkijken en de meubelen en alles wat du erst dat laat, plus zo fijn, niet zo. Mij interesseert deze officine. Weet je wat, ik ben in dezelfde officine ben, waar ik eigenlijk al heb video's gemerkt. Maar nu, nu dat we hier wat, dit moet anders merken, dat het een beetje professioneel loopt. En van de dag kon zoveel dingen doen. En beelden, dit beeld van deze officine, dat hebben we bloos van internet raufgeholt. Dat is een beeld wat vrij is, dat brug ik niet vergeven. Dus een zeer smakke beelden wat je kan raufholen, zeer smakke officen, om de video's bij merken. Wat je moet ver betoelen, maar bij mij weer deze al ganz goed, deze is vrij. En nu waren we dat mal uitvinden, wat het is dit wat doen. En mij hangt van daar een klein beetje van te vertellen, als ik naar de Bibelschool ga. Dat zijn nu al 26 jaar terug, als ik in de Bibelschool weer. En als ik in de Bibelschool weer, doen we dat eerste jaar, doen we einfach, wat ik zeer gleich net, en dat weer Apostelgeschichte. Weet je, ik gleich zeer Geschichten, en Apostelgeschichte, dat is een boek, dat beste Geschichtenbuch van Geschichten. En ik gleich dat zeer, ik had een zeer goede leraar in de Bibelschool, wat de Apostelgeschichte unterrichten, dat wir Abraham, der wir von Kanada, der ist al mehrere Jahre terug gestorben. Hij was een zeer fijne leraar. En als hij Apostelgeschichte unterrichten deed, hij was dat aan dat hij had een student, wat door zeer horchen deed, wat zich door allerhand abschrijven deed. En ik geloof dat ik niet een woord bezit, wo ik niet horchen deed, wie mij interessiert, zo zei de Apostelgeschichte. Ich had mir ein paar grote Mappen gekauft, vielleicht 3 bis 4 grote papierne Mappen had ik mir gekauft und ich deed thuis aan de wand aan. En wanneer ik thuis weer en mijn heimarbeit deed van Apostelgeschichte, dan teken ik door zo aan de Mappen, krijg wo dit passiert weer, wo dat passiert weer, wo Paulus rumreisen deed en alles. Dat had ik mir alle getekend. Ik kon Apostelgeschichte hier ganz uitwendig. Ik had zeer Apostelgeschichte geleerd. En mij werd plus zo interessant. En mij werd eenmaal, ik droomde nachmiddag van dat. Ik droomde dat ik leefde in de tijd. En mij werd het goed. Dan is ik naar de school gegaan en het studeren. Dan dacht ik weer zo, wanneer ik te die tijd geleefd heb, als dat alles passieren deed, ik wil gleich dan dat te erleben, wenn die Menschen nur mit den Heiligen Geist getauft worden. Ich würde das dann gleich te beleven, wenn da Wunder passieren deuten, wenn da Kranke geheilt worden. Und all diese Dinge, was wir in der Apostelgeschichte studieren deuten, da wünsche ich mir immer, wenn ich das auch heute könnte beleben. Und Luther, dass wir, ich glaube, wir 10 Jahre Luther, als ich in der Bibelschule war, als ich anfing, in eine Mission zu schaffen. Ich habe al eerder mal Videos verteld van de Mission in Zacatecas, wo ich habe al 16 Jahre in der Mission al mitgeholfen, durchgeschafft. Wir haben viel geboten, alles Arten. Aber zum Anfang ist ich in der Mission, damals einmal war ich an, dass diese Dinge, was wir in der Apostelgeschichte lesen, und was dort passieren, allerhand Dinge, wo Menschen geheilt worden, wo die Menschen mit den Heiligen Geist getauft worden und alles. Dort war ich mit einmal an, dort passiert du in der Mission wirklich. Und ich habe mich gewundert, und dann einen Tag, ich sagte Lorenzo, ich sagte, diese Dinge, was ich hier gesehen habe, was hier passieren, und das hier kriegt das selbst hier, wenn wir in der Apostelgeschichte lesen. Ja, das ist das selbst hier.
En ik vroeg hem, nou, hoe komt het dat je hier zoveel van den Heiligen Geest reden uit? En dan zei ich Lorenz, dat hij mij zei, weet je wat ik zeg? De gunstbaarste wat een Christiano kan hebben, dat is de toffe met den Heiligen Geest. En ik zei te Lorenzo, nou wo? Ik dacht, de toffe van den Heiligen Geest, dat we bloß dan in de Apostelgeschichte, als de Heilige Geest wie uitgegoten en zolang ons de Apostel geleefd hadden. Ik dacht dat we bloß voor die tijd. No, zei Lorenzo, dat is van jou voor ons. Da kost je die hier zijn, hier passierende dingen. En dan word ik tot aan, wat ik gemist had in de Bibelschool. Krijgen dan wat van fijne leren dat we, wo zou ik dat leggen, dat over die hadden ons dat niet geleerd, dat we van deze dag ook kan met den Heiligen Geest getauft worden. En we kunnen dezelfde dingen beleven, wat die daar in de Apostelgeschichte beleven deuten. Wanneer we de Kranken, de hängen bleiben, dat die gezond worden en allerhand verschiedenste Wunder. En dat word ik in deze mission met eenmaal aan, dat we leven in de tijd waar we dit alle beleven kunnen. En ik heb me zo zeer gevraagd, en van deze dag, hier mag ons dichtje waar we dat aan, dat dezelfde dingen kunnen we beleven. We hebben nu de laatste tijd veel Wunder gezien, wo mensen geheilt worden, wo Gott de mensen heilt. En dat is van deze dag voor ons krijgt zo. En ik wil hier van deze een klein beetje uit de Apostelgeschichte vertellen. Wat je Apostelgeschichte als mina hebben zeer veel wert geweest. En Lukas, dezelfde Lukas, wat het Evangelium Lukas geschreven heeft, der heeft ook Apostelgeschichte geschreven. En wanneer we in Apostelgeschichte Kapitel 1 lesen, dan zum Anfang, door schrift het bloß dat wer het is, wat geschreven is en zo wieder. Aber dan zegt het door dat Jezus hij nam afscheid van zijn Jünger. Jezus weer met zijn Jünger taub en hij weer nu reiten dat hij wil trainen in den Himmel voeren. En als hij door op den Boy zijn, wo Jezus wel in den Himmel voeren, dan zegt hij nog dat zijn Jünger, dat zegt hij hier in Apostelgeschichte 1 Vers 4, als hij dus dort taub weer, dan zegt hij, over je zal in Jeruzalem blijven, wat je dort worden kriegen, wat de Führer versprochen heeft. En dan zegt hij dus, dat Johannes der deed met Wuter, over je zal aan een paar deel met den Heiligen Geest getauft worden. En Jezus bestal het en hij zegt, blijft in Jeruzalem, wat je dit worden kriegen, wat je dit taufe met den Heiligen Geest worden kriegen. Zo lang zal je er blijven. En dan in Vers 8 zegt het is dit, aber wenn der Heilige Geest wordt eeuwig komen, dan word je Kraft kriegen en die worden meine Zeit zijn. Die worden meine Zeit zijn in Jeruzalem, in Judäa, in Samaria en over de ganze Welt. Das 8. Vers hier in Apostelgeschichte 1 Vers 8, dat is de Hauptvers van de ganze Apostelgeschichte. Dat deed we dan in de school. Dat is de Hauptvers en ook zeer wichtig. Jezus weer het zeer wichtig. Hij zegt, wanneer de Heilige Geest wat eeuwig komt, dan word je Kraft krijgen. Want je de Jünger, die hadden niet de Kraft, verder wat die weer nog niet weer met den Heiligen Geest getauft, die hadden gleich de Kraft, zum Rückgehen in seine Zeit sein, wenn sie hatten Angst. Sie hatten Angst und sie werden hinter zugeschlossene Dären, sie schlossen die Dären zu, wenn sie hatten Angst für die Juden, dass mit irgendwo das selbst passieren, als was mit Jesus passiert wird. Aber als die Heilige Geist kommen, wenn wir hier lesen, dann in Apostelgeschichte Kapitel 2, da finden wir dort, dass sie werden, 120 Menschen werden hier taub, und sie lügen nur, dass sie würden dort kriegen, was Jesus ihnen versprochen hat. 120 Menschen. Und wenn wir das studieren, dann die Bibel studieren, dann ab einer Stelle finden wir dort, dass wir über 500 Menschen, was Jesus sein, der aus wir von dort abgestoßen. Und wenn wir die Schrift studieren, und die Schreiber, die sagen, dass sie glauben ganz rein, dann aus Jesus auf diesem Burg, wie es wollen in den Himmel fahren, dort wir kriegt dann, wenn du über 500 Menschen wären, was am sein deuten. Und diese 500 Menschen, die hielten dort, was Jesus sein deut. Dort blieb in Jerusalem, was die wollen den Heiligen Geist kriegen. Und dann, wo je Kraft kriegen, wollen meine Zeit sein. Wo wir hier da 120 Menschen, in Kapitel 2, du sagst wir dort, du wirst 120 Menschen aus der Heilige Geist kommen. Dort. Wo wir in der ewige alle, wo wir in der andere 500 stark. Und ich glaube, du wirst viel mehr zum Anfang waren, vielleicht sind da 500 Menschen gewesen zum Anfang, was du gelehrt hast, vielleicht ein Tag, sind wir in ein Haus gegangen,
en den tweede dag, en allemaal mooi in de huis gegaan, te laatst, tot die 10 deel, wat ze den Heiligen Geest kregen, wat de Heilige Geest komt, dan werden er allemaal 120 mensen. Ungefähr werden er allemaal 20% Menschen von dem, was Jesus dort gesagt hat, dass sie den Heiligen Geest kriegen, die werden in die Huis gegaan. Weet je, wie moeten nog wachten dat we den Heiligen Geest kriegen? Wenn wir wollen in Gottesdienst arbeiten, wenn wir wollen ein Ministerium haben, und wir wollen schaffen, dann ist es sehr wichtig, dass wir die Taufe mit den Heiligen Geist haben. Dass wir sagen, mit den Heiligen Geist gefällt, dass wir diese Kraft haben, so dass hier sein wird. Aber je wollen Kraft kriegen. Wenn der Heilige Geist wird immer kommen, dann wollen je Kraft kriegen und je wollen meine Zeit sein. Und Jesus sagt, je wollen meine Zeit sein, erst in Jerusalem, und dann in Judäa, in Samaria, und dann über die ganze Welt. Und so sage ich sagen, dass das ist der Hauptvers von Apostelgeschichte. Wenn wir Apostelgeschichte ganz durchstudieren, dann sehen wir dort, ihr schlägt die Jünger, nur Pfingsten, sie werden Jesu nicht Zeugen, sie predigten das Evangelium in Jerusalem. Und sie bleiben in Jerusalem und predigten, und viele Menschen kommen zum Glauben. Und kurz nur das, dass sie mit den Heiligen Geist getauft werden, dann fangen die Wunder an. Sie fangen an, Menschen zu heilen, dass sie getauft werden mit den Heiligen Geist. Und dann Kleinstadt Luther sagt das hier, dass Petrus und Johannes, die gingen im Tempel zum Beten, und es sind in den Tempel gekommen zum Beten, dann ist das Mond fertig, was du gebracht hast. Das Mond, der wir all 40 Jahre, der wir all 41 Jahre, was du all einmal gebracht hast, und die können nicht gehen, die haben never gehen gekonnt, und nu kommen Petrus und Johannes und wollen im Tempel dann gehen, nu ist das Mond, das Sprache. En hij leerde nur, dat hij worden am Geld geven. Aber Petrus sagte am, selber an Gold habe ich nicht, aber all was ich habe, das gebe ich dir. Und Jesus Christus in Namen steh ab und gut, und er packt den an, und er hauft den ab, und das Mond stand ab, und die können gehen. Der ging mit ihren Taub im Tempel nennen, das sagte, dass er ging und ran, und hübst, und luf Gott, und alle Menschen sahen dort. Und alle Menschen, die im Tempel gewöhnlich waren, die kannten diesen Mond, die wir alle 40 Jahre, und die sahen und die konnten gehen, und die wunderten sich, was hier passiert. Die Menschen, die wundern sich alle an Kicken. Und dann sagt Petrus, was kickt Jesus, wenn wir den haben gesund gemerkt, den hat Jesus gesund gemerkt. Und so dort fangen Petrus an und redet zu denen, dort hat ein großes Abreden, wen das Mond ist gesund geworden. Und weißt du, was das kriegt, das Salzje, was passieren, als Jesus noch hier beirrt wird, und wenn heute Menschen gesund werden, die Pharisäer, die Schriftgelehrten, alle religiösen Menschen, die regen sich schändlich sehr ab, dass Jesus die Menschen gesund werden. Und das kriegt, was du von dir schon da hast. Also Petrus und Johannes, das sei diesen haben gesund gemerkt, dort gibt es ein großes Abreden, dass sie stoppen und sogar im Gefängnis nennen. Sie können im Gefängnis nennen, wegen sie haben den Menschen gesund gemerkt. Und das sehen wir durch die ganze Apostelgeschichte in der Bibel, aus Jesus heulen das immer, dass die Menschen, die Ohren dort, wenn kranke Menschen gesund gemerkt wurden. Die religiösen Menschen, die Ohren dort. Und das ist von der schon da nach Kreuz so. Von der schon da, wenn du Wunder passieren, wenn irgendwas geheilt worden von Krebs oder von irgendeiner anderen Krankheit, und die religiösen Menschen dort antworten, die Ohren dort. Und es steht, dass sie sich mitfreuen, dass die Menschen gesund wurden an euer Tod. Und Krieg so passiert hier. In Apostelgeschichte, du sagst, wie dort bloß, dort die mussten großen Trübel durch, was hier passiert wird. Und wenn wir es dort wieder gehen in Apostelgeschichte, du fängst wir immer mehr Wunder. Du fängst immer mehr Wunder an, wen diese werden geheilt worden. Und als Petrus und Johannes diesen Trübel gestärkt werden, als die hatten guten dann sagt es hier in der Bibel, dass sie kamen nach ihre Lied durch, doch weil die anderen Christianen werden. Und dann vertalten sie dort, wo je in sie was werden, was sie für einen Trübel werden durchgegangen. Und dann sagt er, die fangen alle täglich an zu beten. Sie beten durch, und dann sagt er hier, ich will hier mal ein klein bisschen gucken, was das hier sagen, das soll in Apostelgeschichte Kapitel 4. Und dann beten sie hier und dann sagen sie, und nu kijk je mal her, wo sie drijven, geef die kneis, dat ze proef dien woord predigen. Also sie beten hier, dass sie würden proef Gott sein Wort predigen, und dann sagt das Gebet hier ist das, und streik deine Hand uit zu heulen, und geef dat durch deinen heiligen Knecht Jesus seine Namen Tekens und Wunder passieren mochten.
Hier kommen diese Taub und sie beten, dat Jesus wordt de heen uitstralen, dat hij wordt de heen uitstralen in Jezus en dat hij wordt de kranke mensen heilen en dat hij worden tekens en wunder passieren. En dan zeg ik dat hier, en als ze gebet hadden, dan scharre de plaats waar ze zich verzameld hadden, dat scharre door, en ze waren vol van den Heiligen Geest. En zo staat fing weer dat allemaal waren, dat de mensen, die kwamen taub te beden, en ze waren allemaal frisch gevuld. Ze werden vol van den Heiligen Geest, en dat krijgt dat zelfs wat we van deze dag ook kunnen. We kunnen allemaal Gott beten, allemaal gevuld worden, wenn wir uns leegvallen er is wat de Heilige Geest is door. En Jezus zei dat de Heilige Geest, ik wil jullie den schicken, en der wordt immer bij jullie blijven, der wordt jullie niemals verloren. Einmal fallen wir uns nur allein, aber wir können wieder taub kommen, oder wir können mit den Heiligen Geist in Gemeinschaft sein, dass der uns wieder fallen nicht, und wir können wieder voll sein, und Gott kann Wunder durch uns tun. Halleluja. Und mir dir dann, was ich hier schon sagen, dass ich Lorenzo du noch früher und er sieht, dass solche Dinge passieren von dir, aber das ist wichtig, dass wir mit den Heiligen Geist getauft werden. Und ich frage Lorenzo, na, wo kann das passieren? Wo muss ich tun, dass ich das beleben? Und er sagt, studier die Bibel, lese die Bibel und bet Gott und mit einmal hast dich wirst du die Taufe mit den Heiligen Geist haben. Und ich fing an, meine Bibel zu studieren. Und ich hatte mehrmals ganz stark gelesen und ich habe alle Verse, die drin sind, was von den Heiligen Geist, sind, da habe ich hier getekend, was da rot sind, das ist von Heilung. Und die Dinge sind mir sehr wichtig geworden. Ich studiere die Bibel und ich teke mir die Verse, dass ich die wird finden. Und ich habe ein Jahr die Bibel gestudiert und Gott gebetet, dass er soll mich mit den Heiligen Geist taufen und mit einmal hast ich eine nach, wurde ich mit den Heiligen Geist getauft. Ich habe ein Jahr gestudiert, von uns Lorenzo mir das erklären, dass ich den Heiligen Geist kriegen soll. Und wenn die Jahre mehr zu weiten von der Taufe mit den Heiligen Geist, dann kannst du in meinen Channel nachgehen und du hast ein Video, der heißt Taufe mit den Heiligen Geist. Wenn die das interessieren und du wirst mehr weiten von der Taufe mit den Heiligen Geist, dann würde ich dir bloß mal zu sprechen, sehe den Video, was ich da habe, und du wirst dir das finden, du da mit alle erklären kriegst, was die Taufe mit den Heiligen Geist ist. Aber was ich will sagen, mit all das, dass wir leben in dieser Zeit, wo wir voll von den Heiligen Geist sein, wo wir die Taufe mit den Heiligen Geist haben, und wo wir mutig rauskommen, wo wir für Kranke beten, wo die Kranke gesund wird, wo Menschen zum Glauben kommen. Und das andere Ding, was mir sehr wichtig geworden ist, was ich gefunden habe in der Bibel, Jesus, dass er hier beirrt wird, und er predigt dort, und Menschen gesund werden dort wir immer die Schlägel dort, wenn die Menschen dort sagen, dass hier wird wir gesund gemerkt, dann kommen sie zum Glauben. Und Luther sei wie dort aus Philippus, in der Apostelgeschichte, ich glaube, das ist in Kapitel 8 ungefähr, ich weiß nicht ganz genau, ich glaube, das ist Kapitel 8, du hast die Geschichte von Philippus, wo Philippus nach Samaria war und er predigt durch, und er macht die Kranke gesund, er hat viele Wunder, und als die Menschen dort durchsahen, ab dieser steht, wo Philippus da, dann kommen sie auch zum Glauben. Und dort sei wir immer waren, in der Evangelium sei wir dort auch in der Apostelgeschichte, dort Jesus, er braucht dort die Menschen zum Heulen, zum anderen Menschen sein, und Gott sein Recht anzukriegen. Viele Menschen, die wurden geheilt, wenn sie von einer Krankheit geheilt wurden, dann fühlen sie sich so sehr geläuft und sie nehmen Jesus an. Und dort ist Krieg, was uns so abgerufen, der als Jesus sieht gut und leicht die kranken Menschen da hängen ab und die wurden gesund worden. Und Jesus sagt auch, dass die haben das umsonst gekriegt, nur gut und gibt das umsonst wieder. Weil das Evangelium, das ist umsonst. Jesus hat das viel gekostet, aber er hat das alle betont und von der ist das an uns. Wir können rausgehen mit dieser guten Nachricht. Wir können den Menschen von Jesus vertrauen. Wir können den Menschen hängen bleiben und dass das sein kann, dass Jesus das selbst gewundert, der merkt von der und an Menschen gesund. Und dass die Menschen können gesund werden, dass ihr Körper kann gesund werden, dass ihre Seele kann gerat werden und all dort. Und dort ist unser Abgerufen. Ja, Jesus sieht gut in der ganzen Welt an und predigt das Evangelium. Kriegst es dazu in den Vers 8 sagen, aber wenn der Heilige Geist wird ewig hinkommen, dann wird ihr Kraft kriegen und die werden meine Zeit sein in Jerusalem und dann in Judäa, in Samaria und dann über die ganze Welt.
Und so fängt wir dort auch in Apostelgeschichte, wenn wir da wieder studieren, und erst bleiben die Apostel und Jesus in Jünger, alle, die bleiben bloß in Jerusalem. Jesus hat ihnen dort gesagt, dort wenn der Heilige Jesus wird ewig gekommen sein, dann soll Jerusalem gehen, aber sie bleiben in Jerusalem. Sie bleiben so lange, da eine große Verfolgung gibt, und dann mussten sie sich verstreiten. Und dort sagt er dann, dass die Jünger verstreut werden, dann fangen die auch an in Samaria. Samaria, dort wie die Provinz, was fuß bei Judäa ist. Und du waren Philippus han und heute du viel Dinge. Und als Philippus du in Samaria predigen, das ist sehr interessant in der Stadt, wo hineinkommen. In der Stadt, wie sehr viel Hexerei, Brucherie ist, wie du, alle solche Dinge, es dort wie du, wo Philippus han war. Aber das sagt du, aus den Menschen dort sahen, die Wunder und Tegens, was Philippus tut, dann kommen sie zum Glauben und sie leiten sich taufen. Und dann wird ein Bruch, dat wir eine Hex, dat wir, diese Hex, was wir, der heißt Simon. Simon, und heute hat die Menschen immer fähig, dass wir besonders werden, dass heute Kraft Gottes hat nicht, aber heute hat er Hexerien. Aber es ist Simon, das sieht, dass die Menschen zum Glauben kommen, dass die Wunder sind, was Philippus da hat, dann kommt er auch zum Glauben und lässt sich taufen. Nu luten die Menschen sich taufen, sind zum Glauben gekommen, und das sagt er, dass in der Stadt wie eine große Freude, wenn die werden durch frei gemerkt, die werden durch gerat. Und dann, wenn wir die kleine Engste wieder lesen, dann sagt er, dass all die Nies, das kriegen die Gemeinde in Jerusalem zu hören. Und dann scheinen die Petrus und Johannes zu haben, hier in Samaria, zum nur sein, was er angeht, und das Petrus und Johannes durch sind, dann tun die Menschen nach der Hängerblein, und dann kriegen die auch den Heiligen Jesus. Und durch haben wir dort sein, diese Menschen in Samaria, die wir noch zum Glauben gekommen, die hatten sich all Taufen geluten und alles. Und dann Luther, kommen Petrus und Johannes nach Hause, und dann tun sie in der Hängerblein, und die wurden dann mit den Heiligen Jesus getauft. Und das ist ein sehr klares Bild, dass die Taufe von den Heiligen Jesus, das ist nicht die Taufe, wenn wir uns luten mit Wutter taufen. Das ist nach was anderes. Und wir sehen dort meist einmal, das passiert nach einem Stadt Luther. Wenn die Menschen nicht während dem Glauben gekommen, die hatten sich auch taufen geluten, dort wir noch Christen, aber Luther wurden dann auch mit den Heiligen Jesus getauft. Und dort ist von diesem Tag Krieg für uns. Wie kann mit den Heiligen Jesus getauft werden? Wie kann in Zungen beten? Wie kann die Dinge tun, was die da andeuten? Wenn dort ist für uns auch, als Petrus zu predigen, dass die Menschen dann werden die neugierig, was muss wir tun? Und Petrus hat dann dort Buße und läuft an den Herrn Jesus Christus und lud ihn töten. Und dann wollen wir auch den Heiligen Jesus kriegen. Und Petrus sagt, das ist nicht bloß für Jünd, aber das ist auch für jüngere Kinder und das ist für die, die nach weit auf sind. Wie werden die Menschen, die weit auf werden, aber wie kann das hier sein, das ist von dir schon Tag nach für uns. Ich wünsche Ihnen bloß viel Mut, wenn Sie interessiert sind, mehr von den Heiligen Jesus zu lernen, von der Taufe von den Heiligen Jesus, dann seht den Video, was die Taufe von den Heiligen Jesus, da habe ich ein kleines Metall explaining. Und wenn Sie irgendwelche Fragen haben, Kommentare, dann kann ich mir wirklich eine Mensage schicken und dann probieren von da wieder zu gehen. Ich wünsche Ihnen alle ein gutes neues Jahr und viel Mut in das Jahr zum Vorwärts gehen. Und mein Plan ist von dir, das Jahr mehr von den Heiligen Jesus nach zu lernen, mehr Wunder zu sein und bloß sein vorwärts zu gehen und zu wachsen im Jährlichen. Dann sehen wir uns in dem nächsten Video.